Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig und wir erforschen weiter, was es hier noch gibt. Gargoyle. Die gibt's hier. Ui, die gab's hier. Wobei Glenn braucht wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber mit Marle zusammen kriegen wir das auch hier. Sehr schön. Perfekt. Dann brauche ich noch die Techniker hier. So und so. Dann haben wir das Ach. Wunderbar. Ah. Da kann man ja doch auch noch so wunderbare Unterkunft verwenden für alle. Gerade wegen der MP. Und dann speichern wir hier nochmal der Berg der Sühne. Dann scheint es wohl hier richtig weiter zu gehen und ich mag mich dann nochmal links umgucken. Nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Nee, anscheinend nicht. Aber hier treffen wir dann wahrscheinlich einer von der Weise. Bin ich mal echt gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt hier. Da komme ich ja nicht rüber, da muss ich Etage höher. Und was kommt jetzt wieder Argfloger? Okay. Dann kriegt ihr mal aller Gewitter auf die Schnut. Und es zieht schon ein bisschen was ab. Gut. Und die hängen ja Viecher weg. Bleiben nur noch die Steinimps. Mit ihrer rosa Strampelartzüg. Ausgezeichnet. 30 Tech-Punkte. Er kriegt ganz schöne Punk ab. Okay, da kommt wieder was. Da kommen die Gargoyles gegroovt. Aber nochmal Ammo Gewitter 2, dann dürfte die Sache geregelt sein. Wir haben ja gesehen, dass Ammo Gewitter 2 ausreicht. Und 1, 2, 3 und 4 sind weg. Perfekt. Ausgezeichnet. Und eine Barriereerhalter. Das war so Kampfobjekt, glaube ich. Ja, genau. Magische Angriffe werden blockiert. Okay. Was anderes gibt es hier aber nicht, aber da können wir den Berg hochkraxeln. Bringt uns schon was, ja. Da können wir weiter hoch. Okay. Ich sehe einen Kampfkummer. Ja. War ja irgendwie klar. Kommen wieder die kleine Band haben. Chrono muss es immer wieder fett übertreiben. Hey. Und so. Und so. Dann holen wir jetzt auch nochmal vom Himmel runter. Hey, kleiner Wicht. Ah, ich denke, das war's auch mit dir. Wunderbar. Chrono wird aufgestuft und Frog lernt Wasser 2. Male wird aufgestuft und Doppeltech Gletscher haben sie gelernt. Sehr schön. Einmal Lapis, das waren die 200 für alle. 200 Lebenspunkte für alle. Ah, da ging es auch noch rüber zu einer Truhe. Okay. Dann muss ich aber trotzdem nochmal zurückgehen, weil das Item, das lasse ich jetzt auch nicht einfach so durchliegen. Ich hoffe nur, dass es damit nochmal zu Gelegenheitskämpfen kommt. Und weg, weg, weg. Doch nicht weg. Na? Jetzt aber weg. Und jetzt sowieso weg. Geht doch. Gut, Alter. Und Glenn hatte Level gekriegt. Sehr schön. Okay, dann gehe ich halt mal zurück. Ja, also wenn, dann will ich ja auch mitnehmen, was ich kriegen kann. Von daher, wenn schon, denn schon. So, so. So, so. Und lass mich wetten. Kampf. Einmal Magnetweste erhalten. Okay, was bringt uns die Magnetweste? Ui, die ist sogar besser als die rote Rüstung. Eins besser. Bringt uns aber nichts, während die rote Rüstung Feuerangriffe blockt. Na, dann behalten wir lieber das Ding. Und geben lieber Glenn die Magnetrüstung.
Ja. Okay. Und einmal Schild erhalten. Was ist Schild? Schild. Blockt 33% physischer Angriffe. Okay. Kapiert. Dann hier. Strampel, Bampel, Hampel. So wieder. Und dort. Und treffen wir irgendwo de Weiser. Ach, wieder. Das würde mich auch mal interessieren. So. Gewitter. Das gerade so kracht. Da haben wir nämlich wenigstens die 2 Gargüller weg. Und ja, es hieß nicht Gargoyles als Plural, sondern eigentlich auf Deutsch Gargülen. Mit Y, nicht mit Ü und Doppel-L, Gargülen. Also der eigentliche Plural ist Gargülen. Ja. Das ist so wie mit Wendigo und der Plural ist Wendigo-Wag. Ist halt einfach so. Kann ich auch nichts dran erinnern. Gut. Oh. Wo sind die jetzt wieder? Kommen die wieder arg gegroovt? Dann grooven wir sie doch mal weg. Und weg sind sie. Sehr schön. Aber ich nehme mal an, dass die richtige Zeit, wo ich hier gemüsst hätte, wahrscheinlich 1999 gewesen ist. Noch eine Barriere. Also das vermute ich jetzt einfach mal so steil. Und ein Lapis. Und Gegner wieder. Kommen sie wieder gedanced. Okay, ich gebe jetzt Desmond Glenn die Möglichkeit, seine Wasser 2 auszuprobieren. Gucke, ob das genauso viel abzieht. Ach, schön animiert. Ja, das zieht genauso viel ab. Und tötet auch alle. Und außerdem hat Glenn das Glück, dass er nur die Hälfte von der MP verbraucht, wegen der Goldnadel. Volles Äther. Und eine Barriere. Gut. Ich hab's kaum gesehen. Menschenfresser heißen sie. Dann machen wir die halt so fertig. Per Hand. Sturmchaos. Ja, auf mit so einem Käse. Oh. Da hat Glenn verwirrt. Und Maler ach. Ne, Maler anscheinend nicht. Aber Kono ist verwirrt, wie er schon guckt. Ah, Gott sei Dank. Ups. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Es sind sie alle drei verwirrt. Ich hoffe, Glenn ist wieder bei sich. Also so Viecher finde ich immer unglaublich lästig. Weil so Viecher können den ganzen Spielfluss ruinieren. Und wenn die Leute ihr eigene Verbündete wieder angreifen, tja, dann wird's echt bitter. Dann kann das sehr schnell zu Ende sein, sowas. Glenn macht immer End. Sehr schön. Das dürfte es gewesen sein, ja. Puh. Male wird auch noch aufgestuft. Sehr gut. Und hier sind wieder so ja, die Felser attackieren glücklicherweise nicht. Und da geht es wahrscheinlich jetzt so einfach noch rüber. Und hier haben wir noch Schätzer. Oh. Das geht's aber ab hier. Machen wir erstmal Gewitter auf alle. Dann sind wenigstens die 3 Gargüle tot. Und die Biester machen wir manuell fertig wieder. Sehr gut. Male ist nicht verwirrt und landet ein Crit mit 260. Perfekt. Chrono kriegt auch noch ein Level und Glenn genauso. Perfekto.
Ein Schild, eine Unterkunft. Unterkünfte sind immer gut. Finde schön, dass es die mittlerweile auch wieder in Truhe gibt. Kommen 3 Groovies wieder. Können wir auch das mal per Hand erledigen. Beziehungsweise mit Werkzeug. Und machen fertig. Jo. Saubere Sache. Und ich hoffe, ich komme jetzt mal bald bei dem Hansel. Unterkunft. So. Nach wie vor auf dem Berg der Sühne. Ich will jetzt endlich wohl ankommen. Bei dem Kasper, der hier Sager hat oder der hierher geflohen ist. Einmal Zeithut erhalten. Klingt ja eigentlich etwas läppisch, aber schauen wir es trotzdem mal an. Ja, er bringt 5 mehr. Verhindert Stopp und langsam. Gut, dann kriegt Frog hier den Magnethelm. Und also Parky-Gestände hier haben sich definitiv gelohnt. Äther voll. Hier liegt noch was auf dem Boden. Eine Magiepille. Ich glaube, die kriegt jetzt mittlerweile wieder Maler. So, Magiepille, bitteschön. Und so. Aber ich finde, die haben sich hier als Team auch ganz gut bewährt. Oh, jetzt wird's duster hier. Oh. Motto. Hier ist der Guru vom Lebegefanger. Gucken mal, er verschwindet. Ich sehe einen bösartige, riesige Bossgegner hier kommen. Ach du Scheiße. Giga Gaia, leck mich am Arsch. Ich habe das Gefühl, der macht mich locker platt. Ja. Na? Oh, wie er guckt, wenn er getroffen wird. Ja, genau. Heil doch mal alle. Und du machst schon mal ein Eisschwert auf den. So. Truffende Wetter. Ich hoffe, das zieht ordentlich was ab. Bitte. Ja, sehr schön. Das zieht ordentlich was ab. Heile Kopf und Verteidigungsarm. Ah, okay. Dann attackieren wir doch Arm und das hier. Puh. Und ich mache erstmal hier die Arme platt. Dann wird es wahrscheinlich etwas leichter sein. Ja. Und drauf auf das Ding. Schnell. Ich brauche einen. Scheiße. Das trifft wieder alle. Okay. Leben auf Glenn. Und du bist jetzt mal so gut. Maler, wenn du noch angreifen darfst. Attackier mal hier. Du machst heilen. Und du bist so freundlich und machst Kraft auf Frog hier. So. Mist, eigentlich hätte ich mich selber heilen müssen. Also hätte Male sich selber heilen müssen, aber naja, egal. Glücklicherweise durch die Anna-Attacke heilt sich Chrono immer so, dass der relativ getastet bleibt. Ja, den Verteidigungsarm will ich so schnell wie möglich wegkriegen. Da hätten wir jetzt die Schattenweste gebraucht. Oder einer von uns hätte die Schattenweste gut gebrauchen können. Okay. Das heilt Chrono wieder, aber Male ist tot. Leben auf sie. Und Glenn. Du machst wieder die Attack heilen auf alle. Dann sind wir soweit wieder ausgeruht. Dann warte ich noch. Aber das ist ja echt ein mieses Vieh hier. Aber er ist, denke ich, machbar.
Aber wenn man jetzt jedes Mogige solche Viecher hier zu kämpfen hat, um diese Gurus zu befreien, das ist schon heftig. Okay, Glenn, heilen auf alle. Und du machst jetzt hier wieder das Eisschwert auf den Arm drauf. Ich hoffe, der hält nicht mehr als 5000 aus. Oh Mann. So. Wieder truffende Wetter. Sehr schön. Gut, das Ding ist schon mal weg. Dann warten wir nochmal ab. Glenn, bitte nochmal alle heilen. Nimmt 50% der Lebenspunkte. Boah. Ja, sehr gut. Konter und dann nochmal so drauf. Dann gehen wir auf den Arm und dann können wir den Kopf attackieren. Geheilt wird der Kopf jetzt wenigstens Nimi. Bin ich ja mal gespannt, was unsere Belohnung ist, wenn wir den Guru hier befreien. Das war wahrscheinlich hier der Guru, der mutiert ist. Könnte ich schon fast drauf wetten. Ist doch immer so. Dass sie sich in irgendwelche Monster verwandeln und hier sind die arme Schwachköpfe, die sie dann wieder zurückbringen müssen. Okay, nochmal. Gaia Magnate Feuer. Boah, scheiße. Okay, glücklicherweise nicht so viel wie gedacht und Chrono hat's geheilt. So, jetzt nochmal mit dem Eisschwert drauf. Und hua. Hat sich 8 Leute mit erledigt. Jetzt haben wir ihn zum Vollkrüppel gemacht. Glenn kann nochmal heilen. Und ein Eisschwert jetzt nochmal hier auf der hässliche Washing. Gut. Ich denke, das war's jetzt erstmal mit der großen Artgriffe, die das Vieh noch starten kann. Versuche Armwiederherstellung. Nix do. Mistkerl. So. Ah, scheiße. Okay, da ist er wieder. Na gut. Dann machen wir halt nochmal Eisschwert auf das Schädel. Wenn wir die halt nicht wegkriegen, dann ist es halt so. Dann müssen wir halt damit leben, dass es so ist. Okay. Was wir auch noch machen könnt, wäre der rechte Arm fertig zu machen, der ihn heilt und dann weiter hier anzugreifen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Weil wenn diese Doppelattacke kommt, ist schon ziemlich heftig. Ich denke, ach, es wäre wohl sinnvoll, tatsächlich hier den Arm wieder zu zerstören. Und der andere, der machte nur 50% Lebenspunkte Abzug. Das ist nicht so wild. Aber der Arm muss auf jeden Fall weg, weil der heilt. Sehr schön. Die halten wahrscheinlich jetzt weniger aus, die Dinger. Aber egal, ich will nur, dass ein Arm weg ist. Damit die Heilung entfällt. Alle miteinander drauf auf die Giga-Gaia. Ja, das ist nicht so schlimm. Wenn es den Angriff gibt, ist nicht so wild. Und ja, da glotzt du recht ziemlich dumm. Als wieder drauf auf der hässliche Washing. Ja, dann machen wir schon ordentlich Schade hier in der Runde. Ja, das heilt wieder Chrono. Aber der andere zieht was ab. Sehr gut. Glenn, als wieder drauf. Wir heilen dich gleich durch Kraft. Es sei denn, der Crit bringt ihn jetzt um. Er versucht der Arm wieder herzustellen, der Mistkerl. Okay, Kraft. Auf ihn. Und dann warten wir, bis Male wieder kann. Dann machen wir den anderen Arm nämlich auch noch kaputt. So. Gut. Und kommt der Arm noch? Ja. Auf dich habe ich gewartet. Eisschwert auf den hier. Dann hoffen wir noch, dass wir den jetzt mit M-Schlag wieder vernichten können. Sehr gut. Da kann er nämlich nicht die ganz schwere Doppelattacke machen. Und als weiter drauf. Sehr gut, jetzt ist er kaputt.
Puh, ich habe mal schwieriger vorgestellt. Da waren die Biester ohne am Fuß vom Berg der Sühne schwerer. Was war klar, dass da so ein fetter Bosskampf hier kommt. 3000 Erfahrungspunkte, 30 Tech-Punkte, 3000 Goldmünzer. Male hat er Level kriegt. Sehr schön. Und? Haben wir den Guru des Lebens damit zurückgerufen? Die Musik wirkt auf jeden Fall schon mal sehr heilig. Und? Jawohl! Der weise Melchior. Jawohl, ich bin Melchior. Kennen wir uns irgendwo her? Und vor allem können wir etwas über das Seepalast sagen. Ich verstehe, die Königin ist also so weit gegangen. Je mehr Energie die Mammon-Maschine absorbiert, desto rascher verfällt die Königin ihrem Wahn. Der ruchlose Lavos stiehlt ihr Stück für Stück ihren Geist. Wir müssen fliehen, das Siegel wird gebrochen, der Berg wird runterstürzen. Das ist natürlich sehr angenehm, dass ich so den Weg nicht mehr gehen muss. Älter statt das in den Berglaut abzustürzen. Mami, der Berg fällt runter. Ja. Und? Ups. Das sieht nicht so gut aus. Fliegt das Ding jetzt hoch, oder? Nee, es kracht runter. Autsch. Damit haben wir jetzt wohl wahrscheinlich eine Masseüberschwemmung ausgelöst und die Erdgebundene getötet. Ah ne, die leben noch. Lava schläft tief unter der Erde und verbraucht die Energie vom Planet. Wenn die Mammon-Maschine jetzt umgebraucht wird, könnte er erwachen. Wenige Zeit mehr zu verlieren. Ja, Schala ist hier. Wie? Schala ist hier? Ah. Fräulein Schala, warum kommt ihr an so einen trostlosen Ort? Erniedrige euch nicht länger, wir Erleuchtete waren Zelemuts, genau wie ihr. Der einzigste Unterschied ist, dass wir unter Lavas Kontrolle stehen. Ah. Was für ein Drecksloch. Melchior, nachdem der Sündebergvater ist, werdet ihr hier zu finden, das wusste ich. Könnt ihr in den Palast fahrlos verlassen? Das spielt keine Rolle mehr. Der Seepalast wurde in Betrieb genommen. Dann ist alles verloren. Aber ohne mich arbeitet die Mammon-Maschine. Ihr habt dem Werk das Böse der Rücke gekehrt. Ich habe die Rampe reaktiviert. Beeilt euch, ihr müsst meine Mama aufhalten. Wenn ich dir selbst anmerken dürft. Ach, der Dalton. Mein Liebe, da Anwesenheit ist einer Spur von Nöte. Dalton, lass ihn in Ruhe. Der alte Knacker hat gesprochen. Halt die Gosch, alter Mann. Du kommst hübsch mit mir zum Seepalast. Wagen den Wuchs und Schala wird Lava kapiert. Schala. Hey. Die Kinder von der Königin haben beide ein Autoritätsproblem, nicht wahr? Rührt euch nicht ins Leben, von der Frau bedeutet mir nix. Geh mir endlich Schala, mein Liebe, der Mutter wart. Meine Damen und Herren, ein Arschloch. Definitiv. Okay, was sagst du jetzt, Melchior? Melchior? Mir geht's gut. Aber wir müssen Schala befreien, sonst... Völlig unmöglich, selbst wenn ihr das verlangt, Melchior. Wenn die Königin ihren Plan aussieht, wird's Leben wie was kennen ausgelöscht. Klingt ja nicht so gut, ne? Ihr seid willig, die Königin rauszufordern. Ihr habt so viel für uns gemacht und ich kenne nicht mal euren Namen. Anna, ich Itzoke Sorge. Ich hab's Masamune neu geschmiedet. Was meint ihr? Kuno, geh mal. Mann, nimm das doch mit. Das ist dasselbe rote Stäbe wie die Mammon-Maschinen, damit können das zerstören. Ui. Einmal Rubindolch erhalten. Schön. Gucken wir uns doch gleich mal an, das Ding. Ja, okay. Ja, das Masamune ist aber jetzt gerade besser.
Nö. Dann gucken wir vielleicht mal bei der Objekterei. Rubindolch, Rubindolch. Masamune, Todesfinger, dunkle Rüstung. Nö, hier sehe ich nirgendwo mit dabei. Egal. Auf jeden Fall können wir damit was reißen. Ja, ich habe noch schon irgendwie gedacht, dass wir wieder ins Jahr 12.000 zurück müssen, weil 1999 mit Lavos ist, glaube ich, schon etwas zu früh gewesen. Und es hätte mich gewundert, wenn das nicht hier nochmal in der Zeit gewesen wäre, aus der wir verbannt worden sind, wo wir was hätten reisen können. So, wie dem auch sei, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig und was liegt jenseits. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.